Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bewegtbildproduktion auf dem Kanal Adi Totoro. Es erwarten Sie spannende Premieren, schlaflose Nächte, Backflips, waschechte Behind the Scenes vom Eurovision Song Contest und ungefilterte Meinungen zu genau diesem Projekt. Aber fangen wir am besten einfach ganz vorne an. Hi, wir sind Paul und Adi und wir möchten... Nochmal. Hi, wir sind Paul und Adi und wir möchten frischen Wind in den ESC bringen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und somit auch herzlich willkommen zu meiner neuen Serie. Ich teste Hotelbetten mit einem Backflip. In dieser Serie teste ich Hotelbette mit einem Backflip. Heute haben wir dieses Bett. Es ist ein sehr schönes Bett. Problem bei diesem Bett ist die Höhe. Es ist fast so groß wie ich. Und somit würde ich sagen, Backflip the Bed. Ich dachte, das sagen dann so alle mit. Ja, los geht's. Oh mein Gott, Digga. Ich würde diesem Bett eine klassische 5 von 10 geben. Die Matratzen sind gut. Es sind 2 Matratzen, in der Mitte ist ein Spalt. Wenn dein Bein da reinkommt, ist es am Arsch. Ist zum Glück nicht passiert. Bounce ist okay, Höhe ist nicht okay. Das Bett ist weich, jetzt aber auch nicht super weich und deshalb 5 von 10 Betten. YouTube Hawachi. Ich bin heute in Berlin, weil ich auf die Premiere von Die Discounter gehe. Ich wurde eingeladen vom Prime Video. Vielen Dank. Ich bin sehr müde, aber ich habe Bock. Es geht auf den blauen Teppich, Paparazzis, alles ist da. Aber ich bin ja TikToker und deshalb machen wir jetzt eine krasse TikTok-Transition zu meinem Outfit. 3, 2, 1. Das sind unsere Outfits. Berlin, was geht ab? Du bist auch auf jedem Event in Digga, Berlin. du siehst aus wie Jogi Löw früher. Ja, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich finde, wir sehen sehr ähnlich aus. Tatsächlich, ich bin ganz irritiert. Ja. Rede ich gerade mit mir? Oder redest du mit dir? Ja, ich weiß es gerade nicht. Das Gute an die Discounter ist, dieser Mann hat die gleiche Hairline wie ich. Unangenehme Frage an dich. Wieso genau hast du eigentlich den Hintergrundbild geändert? Bei meinem PC? Ja. Weil ich nicht weiß wie. Es ist ein Jahr her. Du musst drüber hinwegkommen. Ich weiß, no joke, nicht wie. Gut. Locker in den Beinen, bitte eine andere Pose. Bisschen lockerer. Chapo 102 ist auch da. Alle meine Brüder sticken morgen schon nach Bier. Ey, das sagen so viele mit Chapo. Ja, und du hast auch das Glas Wein in der Hand. Du hast vorher schon ein Glas Wein in der Hand. Das ist wirklich für mich. No joke. Bro, Chapo. Auf dich. Vater und Sohn sind beisammen. Ja, Vater. Und das adoptierte Kind kommt auch noch. Das war nicht nur das Hintergrundbild, war 2 Wochen oder so. Wie hast du deine Tasche genannt? Meine Tasche? Oder andere Frage, wie hast du mich immer genannt? Freddy? Hansi. Meine Tasche habe ich Hansi genannt. Ja, du hast da TikTok und der Reel drüber postet. Hi! Verstehe ich nicht. Jetzt kommen wir zum Screening. Ihr seht jetzt gleich Folge 1, 4 und 6 dieser vorerst letzten. Wie fandest du? Sehr, sehr geil. Wie fandest du? Mega geil, ich freue mich so, wenn es rauskommt. Wie fandest du? Mega geil, ich freue mich sehr, wenn es rauskommt. Wie fandest du? Ich darf nicht sagen, was ich denke. Ich habe es auf jeden Fall zum ersten Mal richtig nüchtern angeguckt. Oh mein Gott, okay. Das ist krass, dass du die gleiche Lache noch mal raushauen kannst. Hä? Das ist meine Lache, was soll ich machen? Ich meinte Skifahren in den Bergen. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, checkst du's nicht? Du laberst nur Kacke. Das ist meine Cam. Das ist Genie, folgt dir nicht auf Instagram. Auf Instagram heiße ich einfach Okay Leute, wir haben jetzt da nochmal Chapo 102. Er ist nochmal da, Chapo 102. Wir machen Party im Wichtig. Morgen Kosten auf der Arbeit, aber trotzdem machen Party im Wichtig. Ole, 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 olei. Ole, ole, ole. Das muss Liebe sein. Wir sind ja wie ein Quadrat, was erst zu halb gefüllt ist, dann Viertel. Es wird eher für 2 gehen, aber weil man Zeit nicht einberechnet mit der Zeit. In diesem Sinne, vielen Dank an Prime Video für die Einladung, war sehr, sehr cool. Wir durften 3 Folgen sehen, sehr, sehr lustig, wie immer natürlich, die neue Staffel, die Discounter, aber jetzt bei Prime Video, guckt's euch an, lacht. Und wie Genie sagen würde, wenn man bekifft ist, ist es noch besser. Nee, hört nicht auf Genie, aber wie gesagt, sehr, sehr geil. Guckt euch an, ich finde die Discounter-Premieren von Prime Video immer sehr, sehr geil, cool gemacht, coole Leute und so. Macht Spaß. Chiago war auch da. Chiago ist überall. Und somit ging die Reise für Adi Totoro und Paul Muck weiter nach Köln. Okay, ich komme. Jo. Ich komme. Jo. Ich komme. Jo. Das muss so ein kleiner, dummer Zwischenpart sein. Dann müssen wir wieder... Also. So.
Okay, mein neuer Song, Ski-Weltmeister, kommt diese Saison raus. Es gibt nur einen Après-Ski-Weltmeister. Reicht jetzt mal nicht zu viel Werbung jetzt hier, wieder hier nur um Werbung machen. Du hast doch gesagt, ich soll was zu meinem Song sagen. Und mein anderer Song kommt auch zum Malle-Opening. Das hier ist der Praktikant von Paul Frege. Das ist der beste Praktikant. So Wieso hast du einen verfickten Praktikant? Ja, weil ich einfach ein Macher bin. Der macht den ganzen Tag nichts und dann kommt er, jo, ich habe jetzt einen Praktikant. Was heißt, ich mache den ganzen Tag nichts? Ich habe heute und gestern 2 Songs aufgenommen, das ist der dritte. Und was hast du gemacht währenddessen? Ich bin Auto gefahren. Er hat mich gefahren, Autos gemietet, Züge gebucht und Text mitgeschrieben. Für das brauchst du wirklich einen Praktikant, Paul. Du bist ein Unternehmer. Wir haben es jetzt 2:02 Uhr und so sieht das aus, wenn man einen ESC-Song macht. Was machst du? Ich schreibe noch am Text, weil wir noch eine andere Hook brauchen, glaube ich. Und der Zug geht um 8:20 Uhr. Geil. Wir haben die letzten 3 Tage 5 Stunden gepennt. Passt. Perfekt. Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Ich glaube, 2 davor war geil, aber jetzt war es schon sehr doll. Sehr doll irgendwie. Soll ich noch einmal versuchen? Man braucht... Lass mal vielleicht noch ein, zwei machen. Ja. Und dann, Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Ich glaube, beim Dein ist die Luft dann so ein bisschen... Das ist ganz, aber sonst war es sehr geil. Wie oft musstest du hören, dass du Bruno der Kameramann bist? 1, 2 Mal. Ah, geht eigentlich. Geht. Okay, ich dachte mehr. Bist ja du der Kameramann. Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Wir sind in Berlin. Der ESC-Song ist soeben fertig aufgenommen worden. Paul, du siehst müde aus. Ja, Digga, das war sehr anstrengend. Aber ich freue mich. Ich glaube, das wird ganz nice. Love and cheers for the world. Und Bruno musste das alles ertragen. Dann können wir jetzt aufnehmen, oder? Hey ihr! Ich hoffe, der ESC-Song von Adi, Paul und Paul gefällt euch. Teilt ihn, erzählt es euren Freunden, zeigt ihn eurer Familie, eurem Vater, eurer Mutter, eurer Oma. Die werden ihn feiern. Love and Cheese. Ja. So schnell vertragen. Auch ich finde, dass die Jungs zum ESC müssen. Engelsgleiche Stimmen. Brutales Erscheinungsbild. Bitte, Jungs, ihr müsst es beim ESC holen. Ihr müsst dorthin.